Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das Rationach Meir David. Heute haben wir noch einmal ein Interview mit Marvin oder Moshe Zuckerman. Wir haben sich bekannt mit ihm vor Jahren, wenn hat gehabt ein längeres Interview mit uns wegen sein Leben und Schaffen. Hat angeschrieben etliche Bücher wegen Jiddisch und auch wegen der Geschichte von Jiddischen Arbeiterbund. In dem Jahr 2025 ist durchgegangen, eine große Tragödie in seinem Leben. Hat gewohnt in der Gegend von Los Angeles, in welchen man gehabt die große Sreifes, Pacific Palisades. Und wird erzählen wegen dem und auch wegen ein paar andere Sachen in sein Leben. Ich habe gehabt im Covid zu reden mit ihm in sein neuem Heim in Santa Monica in Sof Juni 25. Ich hoffe, Sie werden noch haben. Trotzdem wollen wir ihr begeben neue Musik von verschiedenen Musikern. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Shalom, guten Morgen. Gut, ja. Könnt ihr sich allein vorstellen, noch einmal für unsere Zuhörer? Nu, ich heiße, auf Jiddisch heiße ich Moshe Sigmund Zuckerman, auf Englisch Marvin Sigmund Zuckerman. Ja, mein mittleres Nomen ist noch Moshe Sigmund. Ist gewesen ein Anarchist und der Führer von der International Ladies Garment Workers Union. Und ist gestorben, nicht lang zurück, wenn ich in Gebäude geworden, 1932. Ist gestorben, simpel Jahr, oder? Und ist gewesen ein Mitarbeiter mit meinen Taten. Nun ist der Vater hat der Tate mir gewollt, nur mit dem Namen nach Moshe Sigmund. Und in sein Kopf, Baba heißt Moshe Sigmund. But in der größeren Welt heißt er Marvin Zuckerman. Und was noch wollt ihr wissen, ich bin gewesen Dekan von Valley College. Ich habe angeschrieben für 6 Bücher. Ich habe übergesetzt Bernhard Goldsteins Memoir, seine Aktivitäten für den jüdischen Arbeiterbund in Polen zwischen den 2 Weltmilchommes. Und was noch? Ich habe angeschrieben Lernbücher
für die, welche wollen sich lernen zu reden und lernen und schreiben auf Jiddisch. Und das wird herausgegeben jetzt von dem Jiddischen Buchcenter in Massachusetts. Und was noch, das auch mehr, ich habe die umgeschrieben englische Textbücher und dann so weiter. Und jetzt, ich bin schon retired, wie gesagt, auf Englisch, seit öfter 23 Jahren noch. Und ich habe gesehen, ich übersetze jetzt, arbeite ich auf eine Übersetzung von Urtexten von dem Jüdischen Arbeiterbund. Was heißt der Urtext? Urtext, well, Texten, ungeschriebene Texten, Resolutions, Artikeln, Redes und so weiter, was befinden sich in einem Archiv von dem Jüdischen Arbeiterbund und zusammen werden sie sein, wie es heißt auf Englisch, Bund Reader. Das heißt eine Anthologie von die alle Schriften. Und es hebt sich an in 1893 eigentlich. Der Bund hat sich entwickelt oder wie sagt man, etabliert in 1897. Die Texten, die Schriften sind wären ausgegeben von Dr. Janko Jacobs, Jack Jacobs. Und ich setze über. Gott soll euch geben, Jörn und Koyach. Das ist eine wichtige Arbeit. Er hat eine berühmte Vibe. Ein Vibe ist ein bisschen bekannt auf der Amerikaner, auf der populären Gas. Ja, und die ist erzählen. Ja, und sie ist, ihr Tat hat umgeschrieben, ein Bücher wegen ihrer Aventuren in Malibu als eine von den ersten Weiber und Frauen, welche haben gesurft. Und sie heißt, zusammen mit ihr angerufen Gidget, das heißt Girl Midget, weil dort sind, wenn die alle Surfers haben alle gehabt zunehmen. Und so sind geworden ihr zunehmen. Und sie hat erzählt, ihr Taten, wegen ihrer Überlebnischen in Dorten beim Jam. Und hat angeschrieben ein Buch, was heißt Gidget, sie geworden populär und hat gemacht einen Film. Und danach habe ich mit Sandra Dee und danach etliche andere solche Filme, Gidget Goes Here, Gidget Goes There. Und euch danach ist geworden, hat gemacht eine TV-Series mit Sally Fields. Und und Menschen gedenken das und sie wird allemal kommen Menschen hier interviewen und so weiter, ja. Interessant. Ein schweres Gedenken, ein Schreiber, ein Film und ein Filmschreiber und ein Mensch in der Filmindustrie. Ja, Sei in Deutschland, in Österreich und Nordamerika, ja. Ja, das ist Hermes. Und es gibt ein Drehbuch, hat geschrieben Drehbücher. Was sind die Drehbücher? Screenplays. Und ja, eine interessante Sache ist, Menschen können sich nicht vorstellen, als Gidget wäre ein jüdische Mädel. Das ist nicht allein in the movies. Ja, die Movies gewinnen eine blonde Schickse, aber in Realität ist es gewinnen eine jüdische Tochter. Eine jüdische Tochter mit schwarzen Haaren. Keine Haare. Ja. Gut. Ich will reden ein bisschen, ich sei bequem wegen tragischer Sachen in ihr Leben. Hat gewohnt. Ja. Nicht gedacht in dem Gegend von die größten Streifen von Los Angeles. Könnt ihr bitte erzählen, was ihr... Ja, warte, ja, nun, wir haben gewohnt
gelebt, gewohnt 60 Jahre in der Pacific Palisades und auf demselben Gas und im selben Haus und wir haben eigentlich gehabt 2 Häuser, eins neben dem anderen. Wir haben gehabt ein kleines Häusl, welchen wir haben ausgedingt und wir haben gewohnt daneben in einem größeren Haus. Beide Häuser sind in der Reife verbrannt geworden und gar nicht von sie ist geblieben. Aber der Häuser ist bei mir gar nicht. Was ist wichtig und was ist in der Häuser gewesen? In der Häuser sind gewesen alle meine Bücher gesammelt in 60 Jahren. Etliche verschiedene von sie sind gewesen sehr, how could I say rare? Selten. Ja, selten. Wir können sie nicht gefunden. Sie sind, hat verschiedene solche Bücher, zum Beispiel von Sowjet verbrannt, Volkslieder von Sowjeten verbrannt, jüdische, was ich glaube, es ist voran, also Exemplaren von der Bücher und verschiedene andere Bücher, jüdische, englische, etliche 1000 Bücher. Das ist was gut wäre. Und aber die andere Sachen, Malerei und was war Zatzkes, Sachen, was die Kinder haben sie mit sich gespielt. Oh ja, ich hab gehabt Manuskripten, das ist sogar besser. Xovim, I think it were. Redes, wo ich auch hier gehalten in Jiddisch, von der jüdischen Kulturclub. Und ich hab allemal gewollt, sie übersetzen auf Englisch und wegschicken und auch viele wegschicken auf Jiddisch, weil aber Schwell hat schon gedruckt, eine von meinen Redes, was glaube ich haben sie ja weggeschickt wegen Rudolf Lacker, der nicht-jüdische Anarchist, der Führer von der jüdischen anarchistischen Bewegung, meistens in London, eider die Erste Weltkrieg. Nun, das alles verbrennt geworden mit verschiedenen anderen Sachen. Er hat eine Unterhaltung, ein Interview mit James Salter, der englische Schreiber. Und ich habe das gewollt publizieren. Aber alles ist verbrennt worden. Alle Papiere, alle Sachen von den Kindern, Lalkes, was haben sie mit sich gespielt mit sie. Und verschiedene. Also habe ich gesagt. Gerade wird die Kinder, gerade wird die Sprache in dem Stück. Ja, war das denn? Ja, sie haben einen sehr großen Verdruss. Weil für sie, das ist gewesen unser Heim, und sie sind dort gekommen, geschlafen und gespielt sich. Und für sie ist ein größer Verlust. Es ist schon mehr wie wieder. Ja. Könnt ihr ein bisschen erzählen wegen Pacific Palisades? Was für ein... Ja. Sie gewesen selten Ort. Sie sind nicht da in Los Angeles, glaube ich, als ein Ort. Sie gewesen wie ein jüdisches Städtel. Alle haben sich gekannt, hat gehabt Schreinen, und die Schreinen haben sich geholfen, gewesen nun, haben gehabt, zusammengekommen sich, verbringt zusammen, und das ist alles weg. Das ist Horror. Der ganze Gegend ist Horror geworden. Ja, ich kann... Da und dort sind geblieben ein Heisel. Man versteht nicht von was. Weil herum und herum sind nicht da kein Heiser. Es ist flach, es ist das Ganze verbrennt.
ist der Mann mir in die Fotografien, was mit sieht, wegen Hiroshima, nach dem atomischen Bombe. Flach, gar nicht bleibt. Im ganzen flach. Und das ist, nimmt da rund a größten Gegend. Nicht bloß die Schreinen von unser Haus, von uns, da ganz Pacific Palisades. Und nicht nur wie die Häuser, wie die Menschen umgewohnt, bei euch in Stutt, in dem kleinen Stutt von dem Teil, das Downtown. Downtown. Dort sind gewesen die Restauranten, die Banks, die Gymnasium, wie man sich der Sportplatz, die Marks, die Markets, alles verschwunden. Einzige Büben, ja, der größte Gewirr, heißt Caruso, hat ein Gebäude dort in Mittenstutt, ein Ort mit Restauranten und Gewölbe, sehr reiche Menschen, wo es früher es nicht gewesen, also in den Palisades. Aber jetzt hat es übergemacht auf Gewirre. Und das ist gewesen ein Square Block. Und wenn der Feier ist notgekommen, hat reingebracht und überzahlt für eine private Kommande Feierlöscher. Und sie haben geratet sein Ort, sein Platz, was er hat. Was denn das soll ein Komplex mit verschiedenen Indianern? Ja. Und das ist geblieben. Aber keinem sind da, sind nicht nur Menschen, alles ist vermacht. Das ist die ganze Gegend mehr weniger blockiert von den Polisanten, man lässt Menschen rein. Jetzt lassen wir Menschen rein. Bis öfter mit der Luft oder 2 Zwift hat man gelost Menschen rein. Aber von Januar bis Juni ist es gewesen vermacht, man hat nicht gekannt rein. Jetzt, als bis gewinnen Einwohner, man gehabt der Pass, hat man gekannt rein. Ich bin mein Freund, haben gekannt reinkommen, aber wenn ohne Pass, lässt man nicht da rein. Hat man nicht da reingelassen. Aber jetzt kommen wir rein. Und was sagt man? Gar nicht. Sind nicht keine Häuser, sind nicht keine Geschäfte. Horror, im ganzen Horror, ja. Könnt ihr beschreiben den Tag? Das Ja. Nun, ich bin bisher gearbeitet in einem kleinen Büro in Haus. Und meine Frau hat reingekommen in mein Büro und hat gesagt, Marvin, sie tun eine Feier, wir können es sehen, sie sind auf dem Berg. Ich habe gesagt, ich habe schon gesehen Feier, ich habe schon gesehen Räuf, wir werden es auslöschen. Und ich arbeite und ich will nicht sehen, ich habe nicht sehen. Nun, mit der Zeit, ja, dann ist gekommen, das ist gewesen in der Früh, auf der Dienstag, Januar, dem 7. glaube ich. Ja. Und sie gewesen auf der 11. Säger. Und dann hat man gemacht das Signal auf dem Telefon, als man darf sich Geräten zu verlassen, dem Stub und dem und der Palisade. Nur aber sie sagt, nur kann sie mit aufnehmen und 2 Chemedanes von Garage und reinbringen in das Haus. Aber mehr haben wir nicht getan. Ich sage, wir haben nicht kennt sich vorstellen, als der Haus wird verbrennt werden.
Nu, mit der Mol ist gekommen a Schochente, a gute, und hat geklappt, stark geklappt auf die Tier mit ihr Fäust und geschrien, get out now. Nu, ist, als man schreit, so fest und stark, nun horcht man. Hab ich reingeworfen in Ähnchen mit Danne, die Sachen auf mein Schreibtisch, was ich hab gewollt, die Sachen, was mir von meiner Arbeit und mehr gar nicht. Nicht gar nicht. Meine Frau hat besser gemacht. Sie hat gehabt wie sagt man, Drawer, Schiffler, ja, Schiffler, mit gewissen Papieren, richtige. Aber, und die Schuchete, so rein in unser Stieb, und sie ist gegangen durch unser Haus und hat abgenommen von der Wand, als Chassinnes Molereien. Und reingestuckt in mein Auto. Ich habe gemeint, sie mich schickig geworden. Warum nimmt sie ein Ruck von der Wand unsere Molerei? Sie ist gewesen, aber Krieg. Und die Ratte wird Sinnes von unserer Molerei. Aber nicht alle. Etliche verloren geworden, gegangen. Und nu ist, dann hat sie geschrien auf meinen Freund, nimm dein Auto heraus von dem Garage. Nu, sie hat nicht gerockt, sie hat Mäure gehabt. Die Schurente hat weg, getrimmelt den Auto heraus von dem Garage, läuft sie der Gas. Meine Frau ist rein in dem Auto und sie hat mich nur gefolgt. Ich bin gegangen in mein Auto, sie ist mir nur gegangen, dort übergelost dem Auto auf die Gas und ist rein in mein Auto und wir sind gegangen, verlassen dem Gegend. Wir haben verlassen den Gegend. Und das ist euch gewesen, schwer, von unser Gas bis Sunset, was es nimmt auf sich, viele Minuten nicht, gewöhnlich, ist jetzt hat genommen eine Stunde, eine ganze Show. Und dann aus Sunset Boulevard ist gewesen ein sehr gestanden still, sehr wenig sich verirrt, ein Auto nach einem anderen. Sind wir Stutt gehen mit sie in Miserach. Bin ich herauf auf Sunset gegangen, kein Mist Meile. No. No, zum Jahr. In der Western vom Janis ist Meiref. Ja, Meile, ja. Und gekommen auf PCH, Pacific Highway, und darauf auf in Santa Monica und rein und sich gestellt reinzugehen in einem Hotel. Weil, ich sage, sich gestellt, weil denn es ist gewinn schon eine Linie von Autos warten, die hoffentlich reinzukommen in dem Hotel. Nu, haben gewartet und danach sind wir man gab mal so, und es läuft die Kette rein und wir sind im Hotel und verschiedene andere Briten von der Palisade in Europa gewesen. Und Nun, jetzt wohnt ihr in Santa Monica in Adira, ja? Richtig, ja, in Adira, ja. Nu, wir gewohnt sich zu alles und für mich, weil ich hab meine Frau, tut sie für mich alles. Weil ohne Frau weiß ich nicht, was von ihr wollte werden. Nu,
Ich bin Sach gesund und noch schäferische Jahren und so, als sagt, kann man nicht geschehen bei keinem nicht. Hat Wärmen zu beschuldigen, hat die Bürgermeisterin oder der Vater verantwortlich. Nein, sie gewinnen a Wind, hat geblost, sie gewinnen 100 Meilen a Stunde. Winden, du sie gewinnen, so nicht gekannt, bekämpfen, beherrschen, also mit starken Wind. Aber, zwei Sachen haben nicht getäugt, erste 3. Wir haben gehabt ein Reservoir in der Perlesee, das sie gewinnen, trocken, ohne Wasser. Zweitens, wir haben gehabt, da und dort, Fire Hydrants, Hydranten. Und sie haben nicht, a Hälfte von sie haben nicht gearbeitet. Man hat nicht gekannt, kriegen raus, wenn die Fire Hydrants kein Wasser. Und drittens, kein Feuerlöscher haben wir nicht gesehen, in der Ergiebsicht. Nu, aber man hat nicht gekannt, dass Schreife voraussehen und die Windler haben es gemacht, die ganzen unmöglich zu beherrschen. Ja. Großen Dank für den Mitteilen mit uns. Seid gesund. Also, danke. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das jüdische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, weil wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Aber oder anunter Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grießdruckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Ich hoffe, Sie hat noch gehabt von unser Interview mit Marvin Zuckerman. Hört jetzt der Lieder in die Ausführungen von der Solistka Sveta Kundisch und dem Musiker Patrick Ferrell von Berlin, von der Sängerin und Kompositorische Ida Gilner von Schweden und von der Bostoner Kapelle Leviosen. Als die ganze Welt wollt leiden, mir allein wollt gut sein wollt ich dann die Welt die ganze eingeladen in mein Was die ganze Welt
Heiser wiegen sich und schwimmen lichtig greu mit feuchte Gärtner, silberhelle Gassen und Menschen bei Schwellen von Tieren neigen sich, schmeicheln, verblasen, werden und nicht werden durch Regenbeugen von Tränen, werden und nicht werden durch Regenbeugen von Tränen. Kind sitzt beim Fenster in Livonneschein. Strömen die Hår vid Tunkelregen. Verrackschend und lichtig suchen die Augen wie durch ein Wald. Eigene weite Gestalt. Oh, was zitterst, Kind, wenn ich komm dir entgegen? Oh, was zitterst, Kind, wenn ich komm dir entgegen? Oh, was zitterst, Kind, wenn ich komm dir entgegen? Oh, was zitterst, Kind, wenn ich komm dir entgegen. Husen gungar och svävar ljust grå med fuktiga trädgårdar, silverljusa gator och folk på dörrtrösklar bugar och ler och folket bleknar, bugar och ler, finns och försvinner genom en regnbåge av tårar, finns och försvinner genom en regnbåge av tårar. Ett barn i fönstret i månskenet strömmar håret som mörkt regn. Orubbligt och ljust söker ögonen sin egen avlägsna gestalt som genom en skog. Åh barn, du darrar när jag kommer emot dig. Åh, varför darrar du barn när jag kommer emot dig? Åh barn, du darrar när jag kommer emot dig. Åh, varför darrar du när jag kommer emot dig?
Hashem kulam bechachma, asi